Sie ganz froh, ich heute können heute begrüßen an der ersten Präsentation von unser Biergerhaus ASBL. Und ich gebe mal aber von einem Anfang vielleicht einen kurzen den Weg skizzieren, wie wir bis heute hinkommen sind. Ich meine, ihr wisst, dass wir 2023 angefangen hatten mit der Decision, hier an der aller Schule zu stehen, für das Biergerhaus zu installieren. Und dann habe ich geplant, parallel aber auch Workshops gehabt, die gelaufen sind, Hand und runter, für zu gucken, wie so ein Konzept könnte aussehen, für so ein Biergerhaus Hand und runter zu betreuen. Den 9. Mai 2024 haben wir hier Gebäulichkeiten opgemacht und Konklusion noch zu dem Moment gezugehört aus den Workshops raus. Und wir haben ein Weggesicht, wie man da könnte das Biergerhaus auch mit Leben füllen, wie das könnte geriert sein. Und ja, wenn man guckt, vom 9. Mai bis heute, ist ein bisschen Zeit vergangen, ein Kehr. Und ich meine, die werden alle gut genauso ungeduldig wie mir, dass es endlich losgeht. Ja, das hat sich darüber gelegen, dass es effektiv nicht so einfach ist. Es gibt keine 6, 7 verschiedene andere so Flottprojekte am Land, wo man sich kann inspirieren kann, die schon eine lange Geschichte, wo ich kann darüber sich basieren. Das kann in sich Sachen am Ausland gucken. Und irgendwann kann ich dann aber den Punkt, dass ich sagen muss ich mich dezidieren, für wen wir gehen, für das Ganze mit Leben zu füllen. Auf dieser Seite das war das der Schwur, den wir getroffen haben, zu sagen, okay, da gucken wir mit schon eine kleine Gruppe Leute, die wir raussichern, für einen echten Kader auf den Weg zu bringen, ein ROI zu schaffen, ein Konzept zu schaffen, und wohlverstanden einen echten Kader en Platz zu setzen. Die Kader ist nicht stehen gemäßelt, das können die Bürger zusammen nur mit der ASBL selber gucken, wie sie das wollen ausgestalten, wo sie Sachen wollen, anders das vielleicht ausrichten, auch Entscheidungsprozesse anders das wollen ausrichten. Ich will doch ganz klar sagen, du warst von uns als Gemeinde relativ klar, dass wir uns dabei, soweit es geht, raushalen. Das Biergerhaus soll ein Haus sein für die Bierger. Wo wir zu den Leuten, die mal rausgesichten, dass die Leute von allen politischen Bauern normalerweise kein Geheimnis draus, das waren Evaluierungen, die mal rausgeholt und gesagt, okay, da steht es ja an der Hinsicht auf breite Beine. Und da ist auch eine Person dabei, die da vielleicht schon oft gesehen hat, die aber nicht aufgrund der Tatsache ist, dass sie mit mir bestört ist, dass sie mit dabei ist, mit ihrem Fonds mit dabei ist, weil sie an dem Minister schafft, ob Konventionen schafft. Das Minister, da geht es um das Minister von der Familie, also vom Vivre Ensemble interkulturell, die genauso Projekte durch ganz Land unterstützen. Die Message von einer Seite ist das klar, wenn den Échange haut gefällt mit der Biergerhaus ASBL, da können wir uns und Herz legen. Schreibt euch an, geht Member, geht selber aktiv am Komitee, bringt Projekte ran. Am März Eisgemeng, wo man da viel mehr vorwärts, mehr interkulturell, mehr flott nachher zu leben, wie das, was er heute schon ist. In dem Sinne ein großes Merci für Ihre Präsenz heute. Monsieur le bourgmestre a dit que c'était une charge. Moi, je préfère dire que c'est un très beau défi qu'on a accepté en tant que 5 membres fondateurs de l'association. De qui s'agit-il? Parce que du coup, peut-être ne pas toutes les personnes sont connues. Moi, Katia Fernandez, donc j'ai l'honneur de pouvoir présider pour le moment cette association et lancer les premières activités dans le Biergerhaus et du Biergerhaus. Donc c'est un très beau défi que j'ai envie de relever. Puis on a Diane, qui est la secrétaire. On a Tom, qui est notre trésorier. Et puis on a 2 membres, une fois Anne et Dan. Donc nous, on est les 5 qui pourront par la suite vous présenter et discuter avec vous sur des idées que vous avez peut-être déjà, que vous voulez apporter. Vous le savez, une association a été donc créée pour assurer la gestion du Biergerhaus. En fait, et je pense que c'est important de le dire, l'objet de l'association, ce n'est pas forcément d'animer des activités. Donc on n'a pas la vision d'être une maison de jeunes pour adultes, mais l'idée c'est vraiment d'amener une dynamique dans cette maison qui est portée par les résidents et les résidentes de la commune. L'appel est à ce que toutes les résidentes et les résidents qui ont des idées de projets ou d'activités puissent en faire part à l'association pour qu'on puisse monter des projets ensemble. Donc l'association, elle est là pour accompagner les gens ou les personnes qui ont des idées dans la mise en œuvre d'activités pour le Biergerhaus. Donc l'idée, c'est vraiment que vous, tous et toutes, devenez des acteurs ici, dans cette salle, qui nous appartient à toutes et qui devrait fonctionner comme
un deuxième chez soi, en fait. Ce qu'on a fait entre mai et maintenant, janvier 2025, c'est qu'on a travaillé sur les choses qui sont un peu moins fun, je voudrais dire. Donc le fun, on veut que vous soyez les personnes qui ramènent de la vie ici. Nous, on a travaillé sur le cadre. Donc c'est quoi le Bierhaus, comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qui rentre ici? Quelles sont les valeurs que le Bierhaus est censé représenter? Quel est le règlement d'ordre intérieur, etc. Donc, du coup, on a basé sur ce qui avait été déjà évoqué et développé dans les ateliers citoyens d'il y a 2 ans. Nous avons donc arrêté une charte des valeurs, un règlement d'ordre intérieur, et aussi un concept général pour le Bierhaus. Je pense que ce qui est important, c'est que c'est censé être un chez-soi de tout le monde, donc on n'est pas dans un lieu de consommation classique, donc le mot d'ordre, c'est un peu self-service, donc servez-vous, faites-en votre maison, faites comme chez vous, en fait, pour qu'on puisse remplir de ce lieu de vie. Et les autres événements, en fait, se base là aussi sur ce qui avait été imaginé dans les ateliers citoyens. Donc, ce n'est pas nous, membres du comité de l'association, qui avons imaginé ces activités, mais c'est vraiment basé sur des idées qui ont émergé des personnes qui ont participé aux ateliers citoyens. Comment est-ce que vous pouvez vous engager au sein du Bierhaus? Je l'ai déjà dit. De 1, vous pouvez nous soumettre vos idées. Bien évidemment que vous pouvez pas seulement soumettre une idée, mais l'organiser vous-même, devenir acteur de cette maison et organiser l'événement, bien évidemment, avec le soutien de l'association qui est là pour vous guider, pour vous donner aussi des tuyaux sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, pour veiller sur une harmonie, une harmonisation dans le calendrier des événements aussi, bien évidemment. Vous pouvez participer et devenir membre. Et puis la dernière chose que vous pouvez faire, c'est parler du Bierhaus autour de vous, parce que vous connaissez sûrement plein de gens que nous, on ne connaît pas. Et comme le Bierhaus est censé être la maison de tous les résidents et toutes les résidentes de Steinfort, parlez-en autour de vous. On est en fait, l'association donne le cadre, mais la vie, c'est vous qui la ramenez ici. Ganz groß so Pläsier als Poemist auf einer Stängepartei können zu begrüßen für diese flotte Najoschpense. Selbstverständlich gibt die Flottmengen das schon eine Tradition als Stängerfort, die ist schon für die 5. KHI. Wir sind ganz hochfrisch als Gemeinde Stängerfort, dass man so hochkarätig Musiker und Musikerinnen können an unserem mit empfangen und dass wir als musikalisches Tour, als musikalisches Programm können und ein Konzert für die können aufhängen. Ich freue mich schon riesig auf das, dass wir die nächste Stunde geboten kriegen. Dafür gebe ich auch aufschließen, an dem sich hier alle Guten auf dem Dach von Hauptenenkel all Gutes am Jahr 2020 wünschen. Ihr und eure Familien für alle eine gute Gesundheit.
Ich muss sagen, es war ein ganz, ganz flotten Konzert. Ich meine, Schwätzen habe ich stellvertretend für alle die Leute, die konnten nur leisten. Es war ein ganz, ganz großer Jahr. Ich bin heute schon ungeduldig drauf am Reden. Ich hoffe, dass ich dann in den nächsten 2 Jahren können das neue Centre kulturell kennen. Willkommen zu euch, dass immer sehr Musik auf dem Niveau auch können zu genießen weisen. Wir wollen aber dann natürlich 2 Personen, die besonders auf hier stellvertretend für die Kollektivpflicht und angefangen natürlich mal Lieutenant Colonel Jean-Claude Braun, in dieser Direktion die ganze Konzert aufgehört was und natürlich auch Vanessa Lomach, die den flottischen Programm gefördert wird und als Flott zusätzliche Informationen gegeben. Ich vertrete aus dem Chefen an Gemengerot, ich leite von den staatlichen Administrationen, ich denke naturell und Police Condicale, Point Chaussee, natürlich auch die Administration der Natur et Forêt, mit der Spitztieren Vierster, ich Membre von dem Komitee von den Vereinen, ich leite auch vom Office Sozial, Jugendhaus, dem Altersheim, dem Croix Rouge, ich Membre von den beratenden Kommissionen, ich Gemengen mit Arbeiterinnen, die Damen an Herren. Das ist ein ganz, ganz großes Pläsier. Ich heute Abend können hier auf unserem traditionellen Najospad an unserem Benevolentsfest zu begrüßen. Der Anfang von einem neuen Jahr ist der Moment für die eine Seite zurückzugucken, ob das, was hinter uns liegt, aber auf der anderen Seite auch vielleicht noch viel zu gucken, für das, was vor uns liegt. Am letzten Jahr haben wir viel zusammen geschafft. Also alle Guten müssen den Herausforderungen stellen, Probleme lösen. Das ist wohl als Gemeinde mit unseren Partnern, wo wir die größeren und größeren Projekte an der Gemeinde umgesetzt haben. Wir haben auch die alle Guten als Vereine bei ihren Manifestationen oder Aktivitäten. Und dafür will ich es viel motiviert vom Cicero halten, den mal treffend formuliert wird, dass keine Schuld mehr dringend ist, mehr wichtig ist zu begleichen, wie die Merci zu sagen. Und heute zu mir als Chefin a Gemengerot gern, ich alle Guten Merci. Die Damen und Herren, schöne Dugangs gesot, dass wir haut nicht den Najofwünsch auch die viel benevol an unsere Vereine an den Mittelpunkt stellen. Ich schließe uns mit der Organisation von der Fête du Bénévolat, einer Entscheidung aus dem Jahr 1985 von den Vereinten Nationen, wo Demos dezidiert ging, dass durch Schafe von einem internationalen Tag vom Bénévolat, die viel freiwillig zu ehren, an den Vordergrund zu setzen, die sich Jahr an, Jahr aus an einer Gesellschaft für die anderen Menschen ersetzen. Die Vereinszeit, auf diesem Tag will ich sowohl persönlich wie auch als Gemeinde unterstreichen, dass die alles wichtig sind. Die sind für mich ganz einfach Trägheit von unserer Gesellschaft. Menschen, die ihre Zeit, ihre Energie ersetzen, für andere Leute zu unterstützen oder ihnen zu helfen. Ich will dafür auch erst heute klare Merci mit all seiner Bedeutung aussprechen. Ihren Engagement verdient also größten Respekt an die höchsten Anerkennung. Ein freiwilliges Engagement an einem Verein, an einem Komitee erfordert viel Zeit, Ausdauer und Verlässlichkeit. Ja, heinst du auch Nerven. Weil da, wo Menschen bei ihnen kommen, da Menschen das. Das ist sicherlich nicht immer einfach. An ihnen das auch sicher. Und ich verweise dafür auch ganz gerne auf Helen Keller, übrigens eine Darstellung engagiert Aktivistin, die mal gesagt hat, allein können wir so wenig erreichen. Zusammen können wir so viel bewirken. Und genau das ist der Geist, den an unseren Verein an der Gemeinde Stengefurt gelebt wird und dem ich aufrufen möchte. Weil wir aber wissen, dass gerade Vereine immer mehr schwierig kriegen, einen Member umzuziehen, respektive Member davon zu überzeugen, Verantwortung an einem Komitee zu holen, sind wir auch als Gemeinde medisch, so gut es geht, zu unterstützen. Dafür auch auf dieser Platz ein ganz, ganz großes Merci natürlich und als Gemeindeservice, die das Jahr an, ein Jahr ausmachen, an hier Best gehen, auch an Interessen von ihr als Vereine. Wir wissen aber auch, wie schwer das für neue Member zu gewinnen. Dafür führen wir auch an der Vergangenheit, wo wir da weiter für mehr Visibilität bei ihren Aktivitäten zu verschaffen, das an also Stengefurter Neuigkeiten oder auf Form von Video. Nicht vergessen, nach 40 Streichen sind aber auch die Investitionen, die wir an die Infrastruktur machen in der Gemeinde, die wir in der Vergangenheit gemacht machen wir in der Zukunft noch weiter. Sie wird bei den Sportinfrastrukturen oder beim Bau von einem neuen flotten Kultursaal für als Kulturvereine.
Bestehende Gebäude wie Tal Schmelz die noch nach barrierefrei aménagiert, sodass sie besser die Bedürfnisse von Isch an ihre Spektateuren entsprechen. Bei all den Investitionen, die natürlich eine Verschuldung von der Gemeinde mit sich bringen, also ist wichtig, den Horizont 2050 am Ende zu behalten, eine längerfristige Besucher von unseren Vereinen aufzudecken. Dabei geht es uns darum, auch die zukünftige Entwicklung von den Vereinen zu ermöglichen. Vorsinnig, dass wir aber auch beim Ausschaffen von all diesen Projekten noch mehr Hilfe zielen. Und die hat in der Vergangenheit schon gewiesen, wie wichtig das ist und dass es nicht geht, Politik zu machen von oben rauf, dass sie muss auf Basis lauschen. Vorsinnig auch dafür ganz besonders auf die gute Relation, die die Gemeinde hat mit dem Komitee von der Entente von der Stengeforter Vereine. Quasi eine Gewerkschaft von ihren Interessen, die über alle wichtigen Projekte bei uns mit dem durchsetzen, für ihren Avis zu gehen. Dafür dir Guy und dem Horti ganz große Merci, auch stellvertretend für die ganze Equipe. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la fête du bénévolat, l'occasion de rendre hommage à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur talent pour aider les autres. Le bénévolat est un acte noble et généreux qui peut avoir un impact significatif sur la vie des personnes que nous aidons, ainsi que sur notre propre vie. Le bénévolat peut prendre de nombreuses formes, allant de l'engagement dans des associations culturelles et sportives, ou la participation à des organisations caritatives ou à des projets de bien-être communautaire, à l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées, en passant par l'enseignement ou l'encadrement des jeunes. Quel que soit le type de bénévolat que nous choisissions, nous pouvons être certains que nous faisons une différence dans la vie des autres. En aidant les autres, nous renforçons les liens entre les individus et les groupes et nous contribuons à créer un environnement plus sûr et plus accueillant pour tous. Les bénévoles sont souvent les premiers à s'engager dans les moments de crise pour aider les personnes les plus vulnérables. Ils sont en fait les forces vives de la communauté qui contribuent à son bon fonctionnement et à son développement. Aujourd'hui, nous voulons remercier tous les bénévoles pour leurs engagements, leur dévouement et leur générosité. Vous êtes les forces vives, comme je l'ai dit, de notre communauté et votre travail est essentiel pour créer un monde meilleur pour tous. Ich möchte aber auch von diesem Abend profitieren, für ein paar Leute wie besonders zu ehren, die eine Spezialleistung im Jahr 2024 verbracht haben. Angefangen mit Charles Meder, den Laureat ist von dem Literaturpreis 2024 an der Kategorie Auteur Adult mit seinem Theaterstück Urt. Ein engagierter Theaterstück, das sich gegen Rassismus, Homophobie, gegen Sexismus ausschwätzt. Also ein humanistisches Stück, das wir unbedingt müssen heute Stänge verdopfern und Predders. Und dann rüber von der Literatur bei der Musik. Du hat man dann noch die Flott Nouvelle konnten letztes Jahres mitkriegen, dass der Lützeburger Musikpreis 2024 an der Kategorie Freizeitmusik, also der Prix d'Engagement exceptionnel, non professionell und von den Strip gegangen ist, wo es ein ganz drei bekannte Gesichter abgefallen sind, die da nach Mama matt aktiv an Musik machen. Und wir sind auch froh natürlich als Gemeinde Stengefurt, dass wir sie können, an der einen oder anderen Occasion können als Gemeinde buchen und das alles musikalisch verbinden. Auch für ich, alle Guten, wollten wir hier kurz ehren und einen dicken Applaus am Namen von der Gemeinde, der ganzen Gemeinde, gehen kommen lassen. Wo je meeste huet soviel Merci gesot, dat ich am Fongwall nach schüst de benevollen allgemeng selbstverständlich hat nowen Merci soen, ich will der doch mat nach streichen oni d Benevolat as en Gesellschaft net déi diese soll sinn. Und ich will da och
bestimmt also Vereine alle guten Merci so für die ganz schwere Aktivitäten, die sie gemacht haben, dem es macht zu summen gut Land Schnee kommen sind, dann noch selbstverständlich der Gemeinde für die formidable Flotte Summen habe ich auch mal Service PR. Ich will ein paar Sachen unterstreichen, die mal am Lauf von dem letzten Jahr zu Summen abgestaltet und das heißt den alle Kalenderdach, den wir mal 24, 25 Jahre an Leben gerufen an der Entente, das ein bisschen modernisiert ging, und es gibt auch entre temps, gibt ein Internetseite oder zumindest etwas, was die neue Modus sind, da lebt. Das ist gut, das ist ein bisschen mehr Arbeit, auch vielleicht für die Sekretärin. Es gibt eine ganze Kabane Sachen, wo wir am Gang sind, darum zu schaffen, notamment werden wir auch daran denken, den nationalen Feiertag vielleicht abzuschaffen und auch von der Entente aus einen anderen Beitrag zu leisten. Ich will der Woche meine Leute aus dem CA von der Entente merci so, wir haben solche Relationen und auch Reunionen mit der Gemeinde, die über die Jahre laufen, was die meisten Leute an den Vereinen dabei sind nicht wissen. Also die Entente möchte schon hier Arbeit tun. Der Bürgermeister hat dadurch gut in der Strache an dem Sinn, dass sie gesagt hat, wir wären am Anfang die Gewerkschaft von den Vereinen. Aber das kann eben so gesehen. Das ist ganz gut. Und wir machen auf jeden Fall alles, für das die Vereinswelt zu Stengenfort unbestört bleibt. Haut am Jahr 2025 muss man feststellen, dass man, wenn es um Gleichstellung von Frauen und Männern am Sport geht, immer noch in vielen Bereichen ganz große Diskrepanzen haben. Allem vorab muss ich schon mal feststellen, dass Frauen nicht dieselbe Achse zu den Sportaktivitäten haben. Das liegt nicht immer mal darunter und den Vereinen, aber ganz oft auch in unseren gesellschaftlichen Parametern, wie man sie gesagt haben. Nach Haut ist es immer die Frau, die ganz oft daheim keine Arbeit überhält, keine Erziehung, genauso gut wie den Haushalt. Ein Job, der 24 Stunden auf 24, 7 Tage auf 7, erfordert und dadurch bedingt Frauen ganz oft nicht den Schritt vor, für sich sportlich zu beteiligen. Der zweite Punkt, der natürlich auch bleibt, Frauen gehen ganz oft nicht selbst um organisatorischen oder um finanziellen unterstützt, sowohl von den Institutionen wie auch als Gesellschaft. Sie haben nicht immer dieselbe Achse zu Plagen an Sportinfrastrukturen für Rand trainieren zu kommen, und sie kriegen auch noch oft von den Handelsrunner von den Institutionen nicht so unterstützt, wie das was sie brauchen. Darüber hinaus muss man auch feststellen, wenn wir an Medien gucken, dass Frauen, wenn sie vergleichbaren hohen Niveau haben, einen Explore machen, wie Männer dadurch machen, ganz oft an der Presse nicht selber durchgestaltet gehen. Bei Männern sind es Titelseiten von lauter Zeitungen, ganz Seiten an den Sportsteller von den Zeitungen. Bei den Frauen also die kleinen Artikel für die Wehr, ganz oft. Das ist am 21. Jahrhundert an der Form nämlich zu akzeptieren. Darüber hinaus stellt ihr aber auch fest, weil ihr da guckt, sie wird am semi-professionellen und professionellen Bereich von Frauen sich sportlich betätigen, ein gutes Niveau erreichen, dass sie ganz oft dafür kein bis ein Witz für Remuneration haben und kriegen am Vergleich zu ihren männlichen Kollegen. Vergessen will ich auch nicht, dass man, wenn man als Komitee gucken oder als Föderationen, ganz oft Frauen unterrepräsentiert sind. Darunter sei dem Englisch, wie wichtig es ist, dass wir aus dem Sujet unhöhlen und dafür sorgen, dass Frauen und Männer möglichst dieselben Möglichkeiten haben, sich auch an ihre sportlichen Vereine
lokal wie auch darüber hinaus an ihre Föderationen können zu engagieren. Heute zu Stengefort und zu Kersch gouf für eine paar Monate die Initiative ergriffen, für einen gemeinsamen Schacht auszuschaffen, die gemeinsamen Ziele, Werte soll definiert. In das aber klar, die Schacht selber an der Form, wie sie vorliegt, als die paar Bayer nicht wert, auf dem sie steht, wenn sie Hand nicht mit Leben gefüllt wird. Das heißt, die nächste Etappe haben also auch an der Planung für zu gucken, einen Aktionsplan zu machen, konkret Aktionen, die Vereine können sich machen, mit anderen Vereinen zu summen, aber wir wissen, Wunsch von mir, vielleicht sogar Vereine über die Gemengegrenzen heraus Synergien zu finden, für bei dem dort Sujet für uns zu kommen, an sich der Herausforderung Hand umzuwählen. Ich muss sagen, dass ich bei dem Hype-Projekt auch ganz froh bin, dass wir dadurch konnten, mit der Gemeinde Kersch zu Summe machen, weil das weist, das ist eine Herausforderung, die wir als Gesellschaft müssen umgehen, das ist auch eine Herausforderung, die nicht auf der Gemengegrenze abhält, mit die Gemengegrenzen raus muss umgehen gehen. Und dafür ist es umso mehr schön, wenn ich gerade als Noppisch Gemeinde ein Projekt kann, zu Summen Hand umgehen. Aufschließend will ich auch schiedfreie Merci sagen von den Vereinen, die daran teilgenommen haben. Ich will aber auch als Chancengleichheitskommission Merci sagen, die ganze Projekt begleitet haben. Den RDT-Center, Merci sagen für die Begleitung. Ich will natürlich auch als im Service Egalité des Chances Merci sagen, Hand drunter. Natürlich auch meinem Sportchef, Kollege Guy Irpelding. Und ich freue mich auch schon zusammen mit dir für mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, für mehr Respekt und mehr Toleranz am Sport, als auch in den nächsten Jahren anzusetzen. Ich will so natürlich für dich mal große Merci und Gemeinde Stengefort, dass wie sie die Projekt umgegangen haben, alles gedurcht haben. Wir sind ein kleines Gemeinde und sind natürlich froh, wenn wir bei allen Projekten mitmachen können, auch über die Gemengegrenze raus. Das ist ein ganz gutes Beispiel von etwas, was definitiv nicht stoppt bei Stengefort oder Kersch. Bei uns, wir haben 3 Sportvereine, wir sind ein kleines Gemeinde, die haben auch alle 3 direkt bereit waren, für mitzumachen, für die Schacht zu schreiben. Und was ich auch will sagen, die wir nicht vergessen, dass es schon auf viele Vereine schon praktiziert wird. Das ist ganz wichtig. Ich kann nicht immer nur das schlecht gesehen, mir auch das gut gesehen. Zu viele Vereine die setzen das um. Das ist natürlich noch enormen Verbesserungspotenzial da, definitiv. Zumal auf führenden Positionen, wo das oft nicht der Fall ist, wo da Frauen dabei sind. Wir schmengen das heute dreht dazu bei, dass das einfach mir abgesiegert an die Schacht, wie sie hier noch präsentiert wird, das ist keine schwarze Magie, aber das ist eine Umsetzung von Werten, ich meine, die soll leben, die soll viel leben, und in dem Moment auch, wir sind alle gut nach, ein Vorbild für uns Kanner, ich selber Bau von den Jahren, sollen das auch für mich so vertreten, dass wir an einer Chance haben, nach, sagen wir mal, Gleichberechtigung können leben, und das soll man dann applizieren. Ich fand das ganz wichtig. Wenn mit die Idee kommt, zu diesem Projekt den auch umzusetzen, heute zu Stengefort und zu Kersch, war die ganz wichtig, dass das nicht einfach so ein Top-Down-Dokument gehen, was von oben rauf diktiert wird, mir dass das wirklich partizipativen und inklusive Prozess gibt, wo alle guten Sportvereine gefroht gehen, für können Mod zu schaffen. Wo alle guten Sportvereine aber auch können hier Ideen mit anbringen, hier Risiken auch diese Fleisch tun. Und das alles haben wir an 2 Workshops sich integriert und das haben wir auch mal dran geholt. Wir sollten also wirklich das Schacht als Reis gesehen, die den Sport für uns alle Gute mehr inklusiv, mehr gerecht und noch zukunftsorientiert machen. Ja, lief Ehrengäst von der Polizei heute Abend, lief Polizistinnen und Polizisten, lief Vertreter aber von den kommunalen Kommissionen, beruhende Kommissionen, natürlich aber auch lief Vertreter aus dem Chef am Gemeinderat, auch der CGDs, wo ich noch ganz froh bin, dass heute noch mit da hingekommen sind. Ich begrüße mich ganz herzlich als Bürgermeister für diese feierlichen Urlaubs, wo auf der einen Seite zwei Personen können Merci sagen für ihren Einsatz und mal auch 4 Gemeinden Stengefort und all Gutes wünschen für ihre Pension. Und auf der anderen Platz dann natürlich auch einer Person all Gutes können wünschen für einen glücklichen Hand für das, was nach für in den
Leiit mat ze summe mat der ganze Ekipp vun der Police vun der Kap. Menge wann iwwer d'Aufgabe vun der Police diskutieren, dann ass et vuuel ganz oft wird den Ordre Publik durchzustellen, Securitéit am Allgemengen, ass der Tierch an Nationalpolizeigrandikal, die du mat befäst fir dat Terra durchzusetzen an de Gemengen sind natürlich auch mir als Bürgermeesterin, aber auch anderen natürlich auch als Service den Ordre Publik, die zu summen mat der Police muss gucken, dass man all der Toten umgesetzt kriegen. Und ich muss so mir sind als Gemeinde Stengefurt ganz hofisch a froh die gute Relationen, die man immer mit der Police hatten, will aber auch nicht verstoppen, also natürlich ich meine, ihr wisst alle Guten, natürlich aufgrund von der Reform von 2018 auch durch verschiedene Änderungen die sind oft für die Gemeinde Stengefurt. Wir alle Guten, da waren manchmal auch als Gemeinde, wo da ist eins mal bedauern, dem uns festgestellt, dass der Kommissariat der Proximität Stengefurt zugemacht ist. Das wird keinem von uns geschmerzt. Ich meine, hautweisen Statistiken hat alle Guten noch außer Tüten diese Mann. Proximität von der Police zu den Bürgern, zu den Gemeinden als verloren gegangen. Und wenn ich so ehrlich sind und noch selbstkritisch sind, natürlich auch einen Live-Erfuhr an 2021, wo ich angefangen habe, am Funkel dann die neue Aufgabe zu kriegen, für allem N21 als Bürgermeister, musste dann noch für einen Police administrativ, änderte ich bis dann automatisch aufhängst mit Lehren mit der Police zu kriegen, war der echt, was ich festgestellt habe, dass die Lehren nicht mehr so da waren, wie sie hätte müssten da sein. Ein Schrittfleiß durch viel flott Einzelerfahrungen, die ich mit den Mengen oder anderen von der Police radikal hatte, haben wir die Relationen Menge aber abgebaut. Wir gehen in die Richtung weiter, für das wir Hand an Hand können schaffen, sowohl ich an der Funktion als Bürgermeister oder wie in den Hannono, also der Funktion, als ein Ordre Publik auf der Gemeinde und natürlich dir als Polizisten und Polizistin auf der anderen Seite. Weil da das aber manchmal feststellt, für die Leute draußen, die sichern sich immer selber raus, mit dem sie wollen schätzen. Das merkt den bei Kader schon. Die einen leben bei der Mom, die anderen leben bei dem Pap. Wir schmunzeln darüber. Wir haben im Endeffekt das normal nicht ernst. Das hat Leute Probleme haben. Die einen wenden sich an ihren Polizist und Police. Die anderen gehen bei ihren Bürgermeister oder sie gehen bei Alexandra Charpentier als Ordre Publik oder bei Yannick Miranda schwätzen mit ihm. Ihnen wird hier sorgen. An alle Gute sitzen wir am selben Boot. Und wir repräsentieren den Staat, wir repräsentieren als Gemengen. Und das heißt Aufgabe, die Leute not zu lauschen, viel Not zu lauschen, viel Geduld zu haben und zu erklären, und immer zu erklären. Ich gucke Leute an und Reihen und ich sehe noch schon Leute, die ein bisschen schmunzeln. Und ganz oft hören wir dann noch anderen, für einen anderen, der bei mir könnt, ja, kann ich nicht mehr wie nur lauschen, und dann höre ich anderen Telefon raus, und dann rufen ich Polizeibüro hin, dann gehen da mal ein paar Sachen für und dann kriege ich ganz viele Erklärungen. Und nicht stelle ich mal fest, ich habe Leute, die ganz viel Geduld auch mit mir haben. Die hören sich da lange Zeit, da gibt man ganz viele Erklärungen mit auf den Weg, weil das aber hilft. Da gibt man nämlich dieselben Messagen dabei so weiter. Und wir haben eigentlich auch auf unserer Seite gelernt, und ich vor allem auch, dass es wichtig ist, so viel wie möglich Informationen von unserer Seite auch zu geben, für das wir können am Alltag mit deren Equipen um Terrain Arbeit so gut wie möglich machen. Ich gebe aufhängen mit Joël Liber, den 1993 bei der Police ist, dafür drin, eigentlich bei der Douane war, wenn ich richtig informiert bin. Wenn ich auch richtig informiert bin, war der letzte Chef vom Kommissariat der Proximität heute zu Stengefurt, vom Carelis Claude 2017 die Funktion überholt. Ich meine, das war kurz hier in der Gemeinde, waren sogar nachher immer da drin von den Archiven. Und du warst dann 2018 auf Kap gekommen als Kommissar-Chef, wo du geschafft hast, bis du den 6. Januar 2025 an den wohlverdienten Pension gegangen hast. Ich meine, auch 4 Bürgermeister gesehen, hat nicht lange gedauert, bis wir mal den zu denen hatten. Ich will den Fall nicht angehen, mit dem wir zu denen hatten. Das war nicht der schönste Rede. Wir haben aber das Beste gemacht und ich will dir auch ganz persönlich am meinem Namen, aber auch am Namen von der ganzen Gemeinde Stengefurt eine ganz große Merci so als Stengefurt, aber für einen Haut und Dinger repräsentativer Funktion als freier Polizist. Da kämen wir bei einer zweiten Person, jetzt geht von François Bredimus, da muss ich ehrlich sagen, wir hatten eigentlich nicht die Chance, mehr irgendwann den zusammen zu schaffen. Das schwört,
die sind frei an Pension gegangen. Das hat man können holen. Schon mal war so gelöst, dass auch die Relationen immer exzellent waren. Für allem auch mal da ist im Service vom Ordre Public haben und drunter, die regelmäßig gesehen haben, auch im Polizeibüro und auch dafür, weil ich hier ganz großen Merci so, wenn ich auch da richtig informiert sind, sie da den 20. Januar 1989 veredigt gehen als Polizistin. An der Wert vom September 2014 bis eben den 4. April 2024 Chef vom Kommissariat zu Kapellen. Wie ich gehört, das auch ein ganz großes Merci. Ich weiß, die hat auch mal viele Leute, die hier aus der Gemeinde. Und dafür auch ein dicke Merci für Ihre Geduld und Ihren Einsatz am Interesse von all diesen Leuten. Davon den 2 Leuten mal Merci gesagt haben für ihren wohlverdienten Einsatz bei einer Person, die wir dann noch ganz froh sein können, zu beglückwünschen für ihre neue Responsabilitäten, die sie den 6. Januar 2025 zu Kapellen im Kommissariat überholt wird. Da geht den Marco Boff. Ich wünsche mir für allem eine glückliche Hand und hoffe, dass wir weiter gut zusammenarbeiten mit uns als Gemeinde, natürlich auch mit den anderen Gemeinden, die hier an der Region für allem auch in deren Verwaltungsbereich fallen. Und dann natürlich auch mit meiner Kap als Präsident vom Komitee de Prävention Kommunal, der wir da glücklicherweise am Platz, wo wir dann ein paar Wochen werden noch gesehen für die erste offizielle Sitzung. Freue mich dann auch ein ganz gut zusammenarbeit. Noch etwas Kleines wie ihr präpariert, schon als kleinen, süßen, an herzhaften, viel Geschmack, dass bei Kräfte sitzt, für alles das, was nach Ferunisch leid. Ich sind net so gewinnt fir viele Leute reden ze halen. Ich habe mich awer bësse prepariert an ich hoffe, dat dann die rich wieder handen. Ich will neike profitéieren fir de Herr Meester an Damen an Herren vum Schafferrot awer Merci ze so grosse Merci fir die Invitationun, die da is gi dann natürlich auch die Eieren, die da is ha reserviert. Für mich persönlich, aber auch für meinen Arbeitskollegen, hat das schon eine ganz wichtige Bedeutung. Zu meiner Person kann ich so, und viele Leute wissen das, kann ich behaupten, dass ich ein richtiger Stängeforter Jung bin. Ich bin hier groß geworden, ich habe meine Kindheit hier in der Gemeinde verbracht, und ich habe noch weiter immer geguckt, für an der Gemeinde an am Dorf fest verwurzelt zu bleiben. Au cours de route habe ich dann auch tatsächlich nach mir richtig Stängeforter Mädchen bestört, weil mein Freund Michael, der da sogar heute zu Stängeforter am Spital geboren. Neben mir in 2 Kinder dann wohnt auch den Gros von meiner direkter Familie nach immer heute zu Stängeforter. Dafür schon lange, als es für mich ein größer gewesen, dass ich an meiner beruflichen Karriere als Polizist irgendwann mich auch an den Dienst von der Gemeinde an ihren Matbürger und Matbürgerinnen stellen konnte. Das hat mir beruflich ganz viel gebracht und das hat mich auch persönlich auch als Person wirklich weitergebracht. Da will ich aber etwas ganz Wichtiges bemerken, das ist, dass die Rezeption hier also ich beweist, mit wie viel Engagement die als Gemeindeautoritäten tatsächlich in einer effikazen Zusammenarbeit mit der lokalen Polizei interessiert sind. Das ist nicht mehr evident. Viele Gemeinden setzen nicht mehr auf so ein Direktpartneriat. Und ich kann euch aber versichern, dass das das absolut richtige Modell und auch der richtige Weg ist, für die bestehenden Proximitätskonzepte umzusetzen und auch wirklich führen zu kommen. Die hat selber ja auch gesagt, du hast ganz viel Nachholbedarf von anderen Gemeinden. Und die hat ja auch als Präsident von dem Komitee der Prävention, die das ein bisschen unerschreibt, und das kann ich nicht mehr begrüßen. Dass auch François Bredimus hat das verkehren, Stängeforter Mädchen. Aber hat wohnt zusammen mit seinem Mann Guy
den noch Polizist war kannst man no so gi. Sie wohnen zu Kola, wat jo eng direkt nopech Urschaft ass an noch en Gemeng an Frizi nenne mir de mat Français hat war schon vir mir op der Kap an hat huet nieft seg Engagement och immer a permanent do fir gesecht dat Trupp ze Summe gehalen het. Eleng dat ass grösse Merit de Frizi hat, well wat de Polizisten dat nëmmen ze summen wie het funktionéiert. Wann Polizisten ze summen halen, dann dat spiegelt sich och an der erbeg Terra hanoen. De Marco als generell im Iroeschen, de Marco as awer viel wie lang schon am Dingsbezirk wie ech a wie Français. Hin ass seit ewech schaffte quasi zu Kapellen op dem Kommissariat an de Marco ass en Hauptsteier. Dat heißt, de Marco könnt ihr da noch als enger nopech Gemeng mé kennt d'Region och ganz gut. Dazu kann ich noch vielleicht lo einfach so ein Kommissariat mit desservieren op der Kap oder 12 Gemengen, wat net neicht ist. De Marco, dat kann ich versichern, huet aufgrund vu senger professionelle Parcours eng enorme Experiz. A Fi allem seg analytisch Fähigkeiten, die mech go he so verbluft. Zcherheet as effektiv Apps wat net op die Lichtscheller erfüllen an. Die könnt secher sinn Poli, die ass do. Wann der Poli breit ass Poli do. Gitréen menggle Schët verstanen, dats dat Partneriat, die ze summen habecht weitergedriwe muss ginn an noch enorm wichers. Dat Fimos Merci fir den herzschen Empfangern, der wonnerscheine aller Schmelzei. Fir Mëcher ass et wirklich en Grösäier an e Riesepläéier an der Stecke fir die anderen. Merci.
immens hoofrig ich können am Nu vom Schaffen an Gemengerot op der Sportlehrung 2025 von der Gemeinde Stengefort zu begrüßen. Laureaten a Laureatinnen, dass man eng besonders eher an so Moment könne für alle mehr sportliche Fleiß an den Vordergrund zu setzen. Ich bin der Meinung, am Sport weist sich der Charakter von einem Mensch. Haut man dafür nicht immer eher außergewöhnliche sportliche Leistungen, mit für alle morale Wollen an Hingabe, die in den Tag gelöst wird, für ihre Ziele auch zu erreichen. Kurz gesagt, die alle Gute sind haut Vorbilder, die weisen, was mit Disziplin, an Leidenschaft alles möglich ist. Als Sportler und Vereiner sind die aber wichtige Pilier in unserer Gesellschaft an der Förderung von unserem Zusammenleben. Die wohl eine wichtige Aufgabe für nach außen zu weisen, dass die Gemeinde Stengefort ein Open, ja, ein Weltopen-Gemeinde ist. Also als Lokalsportverein haben wir deren Membern, Trainerinnen, Komiteesmembern und viele benevolle Leute an Eltern legen die eine unbezahlbare Arbeit. Durch ihre passionierten Ansatz sorgt die neben dem Sportlichen, aber auch dafür, dass Brücken zwischen den Kulturen gebaut können gehen, ja, dass Sprachbarrieren sogar können überwunden gehen. Sport ist also mehr wie eine körperliche Aktivität. Es ist ein universeller Spruch, die alle Menschen versteht, schätzt, egal aus welcher Kultur noch kennt. Also zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Sportkommission sind ich dann noch froh, euch heute den Abend zu begrüßen auf unserer Soirée von den Sportifs Méritants. Also wenn ihr als Sportlerin oder Sportler, Juge oder Arbiter auf die Soirée packt, dann ist das immer das Resultat von vielen Training, Fleiß, Motivation und Ausdauer. Aber wenn der Fleisch mal mich schwer ist, dann muss ich noch Zähne beißen und weitermachen. Nur so kann ich das Beste aus sich herausholen und auch die besten Resultate machen. Zu Top-Resultaten gehört aber ein Top-Umfeld. Was einem erlaubt, unter den bestmöglichen Konditionen zu trainieren und an den Kompetitionen teilzunehmen. Dafür ist es wichtig, dass man gut abgestellte Vereine haben, die einem das Umfeld bieten können. Dafür auch heute ein grosses Merci an Sie, wie all Jahr übrigens, kann ich nicht oft genug sagen. Und an erster Stelle vereinsverantwortlich, Trainerin, Encadranten, aber auch die Eltern, die sich auch engagieren, für eine Hand an zu packen, ganz oft auch für den Transport, auch für die Kinder, für allem immer hin und her zu feiern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Zukunft mit der weiteren Erneuerung von unseren Sportinfrastrukturen hier in der Gemeinde noch bessere Leistungen werden erreichen, also die, ich nicht, und als Vereine werden weiter stärken. Für in Zukunft die richtige Kader zu setzen, wer allgemein Sport und Bewegung angeht, sind wir als Chefrat der Meinung, dass es doch wichtig ist, auf einen Sportskoordinator zurückzugreifen. Wir sind dann noch froh, dass wir bei unseren opischen Gemengen von Garnisch und von Kirch, die auch den Abend vertreten sind, merci dafür, zwei Partner gefunden haben, mit denen wir diese Weg zusammen gehen können und damit auch einen regionalen Akzent setzen können. Der Sportskoordinator wird aber nicht da sein, für die Vereine zu so, wie sie hier Arbeit zu machen, und das wissen die. Und er wird auch nicht aktiv an den Vereinen mitschaffen. Seine Hauptaufgabe wird es sein, für die Promotion von der Kollaboration zwischen den lokalen Akteuren zu machen, für damit eine optimale Nutzung von den Ressourcen zu erreichen und für eine bessere Koordination von den physischen und sportlichen Aktivitäten zu ermöglichen. Zu diesen Akteuren gehören natürlich als Sportvereine, aber auch die Schule, Maison Relais, Gemeinde selber mit ihren Kuren, die sie organisiert für Junge und Männer jung, aber auch der nicht organisierte Sport, dem viele Leute an ihrer Freizeit nachkommen. Heute Abend ehren wir neben 3 Equipen auch ein rund 30 Einzelsportler und Sportlerinnen, davon 16 Frauen und Mädchen, 13 Jungen und Männer. Ein gut Zeichen also, wenn ich gesagt habe, dass wir heute quasi ein Equilibre, eine Egalität zwischen Frauen und Männern erreichen. Weil da kann ich natürlich sagen, dass es heute die sportlichen Resultate sicherlich alle Jahre können variieren und dass auch da nicht unbedingt immer eine Egalität möglich ist, und das stimmt doch effektiv. Wir haben aber an der Hand, für die Egalität zwischen Frauen und Männern am Sport zu sorgen und um der Vereine die gleichen Chancen zu geben, für Kompetitionen teilzunehmen. In dem Sinn gehen wir zusammen mit der Gemeinde Kirch
Aber alle Sportsvereine an der LASEP eng Schacht fir Egalitéit am Sport techt Frauen a Männer ausgeschafft, aber sind hofrech, dass all als Vereine aus beide Gemengen an Ort LASEP national Schacht ënnerschriven hunn. An dieser Schacht geht es aber nicht nur Sportlerinnen und Sportler, sondern wie gesagt auch Besetzung von den Komiteen, der Ausbildung von den Trainer, Jugen und Arbitern für auch eine Gleichstellung zu erreichen. Das Schacht schreiben war aber just der nächste Schritt. Es geht darum, einen Plan d'Action festzulegen, den die Vereine dann hier im Rhythmus ermöglicht, Ziele von der Schacht auch zu erreichen. Und das werden wir dann noch zusammen in weiteren Workshops das Jahr am Laufe des Jahres machen. Die merkt, es leidet Herz für den Sport und Bewegung an unserer Gemeinde auf 4 zu bringen, als jede Möglichkeit zu gehen, mitzumachen. Das ist der Garant für eine gesunde Entwicklung von unserer Gesellschaft und wir garantieren im Jahr in Zukunft viel weiter Sportlerinnen und Sportler groß erklingen, ob unsere Sportehrung zu begrüßen. Für aufzuschließen, will ich aber auch noch Merci ausdrücken, Enke und als Gemengepersonal, wie gesagt, für die ganz gute Arbeit, die sie gelegt haben, für Präparation und Oprichtung von dem Saal. Aber für allem dem Joel ein ganz großes Merci als Sekretär von unserer Sportkommission, den sich die ganze Hand run gelegt hat. Merci aber auch dem Taekwondo Stengefort, den als heute Abend für uns hier Sport ein bisschen Minute zu bringen und eine flotte Show als Werteweise. So nicht merci.